und somit Christi zur ersten Ausgabe von Eure Kommentare beantworten. Genau, du hast richtig gelesen. Eins vorweg, wenn es dir nicht recht ist, ich habe vor längerem einmal im Community-Tab die Frage gestellt, ob euch das recht ist, wenn ihr euch in Zukunft über die Kommentare in einem Video direkt ansprecht. Das müsst man sagen, wenn euch das nicht recht ist, dann werde ich diese Teile aus dem Video entfernen und neu hochladen. Das müsst man dann früh nur sagen, gell? Da komme ich entgegen. Ist ja kein Problem. Man kann sich ja einigen, gell? Und zwar, fangen wir mal an. Heute bearbeite ich 2 Kommentare und der eine vor einigen Tagen und der zweite ist schon 10 Monate her. Genau. Und zum zweiten, der schon etwas länger da ist, da gibt's ein bisschen umfangreicheres zu erzählen. Also dann, ich würde sagen, wir starten einmal los. Und zwar, der gute Resruck, redet man dieser? Resruck? Ja, wurscht. Hat man geschrieben, unter die 32. Episode von Generation Zero FNX Rising, Ruckelpartie. Das kann ich da ganz genau erklären. Mittlerweile bin ich schon auf ein bisschen was dahinter gekommen. Du musst dir das so vorstellen. Ich bin ein alter Mann mit 41 Jahren, der bei Worten wie chromatischer Aberration oder jetzt zum Beispiel, was gibt's denn da noch? Da gibt's ein paar so Fachausdrücke. Wenn du zum Beispiel bei Cyberpunk in die Einstellungen reinschaust, da steht da, schlag die Hände auf den Kopf und denk mir einfach nur, Alter, wollt ihr mich verarschen? Genau, ich bin in der Hinsicht ein bisschen eine faule Sau. Was Einstellungen anschauen angeht, für mich muss das funktionieren. Genau, ich mag es nicht, wenn ich irgendwo stundenlang und umscheißen muss. Im Hintergrund habe ich da schon kurzweilig mal ein bisschen was eingeblendet, so dass es halt schön ausgegangen ist. Und zwar, wenn du schaust, in der Mitte Nvidia Systemsteuerung, das ist mein PC. Der ist jetzt schon einige Jahre alt. Der muss aber noch 3-4 Jahre halten. Genau. Hat seinen Grund, privater Natur natürlich. Und so lang werden wir uns mit diesem System auseinandersetzen. Ja, auch wenn ich mich manchmal grün und blau ärgere. Das ist mein Temperament, das ist meine Natur. Wenn mir was nicht passt, dann irgendwo zwischen ich drehe mich lieber um und gehe oder sag einmal das, was ich mir denke. Genau. Linker Hand hast du die 2 Aufnahmeprogramme, mit die ich gerade experimentiere. Oberhalb Bandicam, unterhalb OBS. Nur bitte, ich habe das glaube ich habe ich das schon mal erwähnt in einem Video. Ich bin ein Mensch, ich denke mittlerweile, dass ich versuche pragmatisch zu denken. Mit OBS habe ich momentan bei den Einstellungen die größten Probleme. Ich weiß nicht warum. Ich kann OBS auf niedrige Einstellungen umstellen. Dann haben wir auf YouTube ein paar Videos angeschaut, die mir da ein bisschen was erklären. Wenn ich nach diesen Einstellungen gehe und immer wieder kleinere Schrauben drehe, Horror. Bandicam hingegen, da habe ich es jetzt sogar schon hingebracht, auch bei Generation Zero, das will ich demnächst noch mal testen, dass es weniger ruckelt. Und zwar, da gibt's eine Einstellung, da habe ich dann gelesen, dass sie die immens auf die Leistung auswirkt. Ich weiß jetzt aber nicht, wie die heißt, das darfst du mir jetzt nicht fragen, ich bin jetzt A2, dass ich da nach googeln gehe oder was es immer sein soll, keine Ahnung. Ist mir jetzt auch scheißegal. Es dauert jetzt eine Zeit, bis ich mit dem Alpine Unrest DLC aufhänge und dann werden wir das sehen. Und dann werde ich aber auch für mich selber schauen, welches Programm ich weiter nutzen werde. Ist es Bandicam oder OBS? OBS ist ein Hund. Ich hab's damals schon nicht mengen, jetzt will ich mich noch mal ein bisschen dabei hinsetzen. Nur was der für mich ist, das Lebenszeitverschwendung. Absolute Lebenszeitverschwendung, wenn ich mich woran hinsetze und dann vergeude ich Tage und Wochen, bis ich eine Schraube dahin gedreht habe, nur dass es einmal 5% noch vorkriege. Genau, das ist für mich ein bisschen, da
kommt man, weiß nicht, da kommt man da gängen wir die Kabel auf, wie man so schön sagt. Gut. Ja. Ich hoffe, dir ist es recht, dass ich deinen Namen so direkt erwähne, aber ich möchte 2023 versuchen, meine wenigen Zuschauer mehr mit zu integrieren in den Kanal. Genau, auf das wir aussehen, und daher kommen auch einige Formate, die daraufhin aufbauen. Ich hoffe, es seid dabei. Und ich hoffe, ich konnte deinen Kommentar mit Ruckelpartie beantworten. In den kommenden Tests, vielleicht mache ich zu der Testpartie eine Aufnahme. Dann werden wir Zeuge dieser Aufnahme, und vielleicht mache ich einen zweiten Teil zu diesem Kommentare beantworten, wo ich deinen Kommentar mit der Ruckelpartie, den ich sehr sympathisch finde, fortsetze und einfach die Probeaufnahme dazu zeige. Genau. Da können wir aber dann später. Das muss ich jetzt fast. Das kann ich jetzt nicht machen. Wir werden einfach einmal Probeaufnahme machen. Ich weiß auch, wo wir hingehen können. Genau. Aber dazu später mehr. Machen wir mal, ich mache da mal eine Testaufnahme und dann werden wir da weiterschauen. Genau. Okay, jetzt haben wir den Kommentar beantwortet, und ich hätte gesagt, ich spring gleich um mich zu dem Kommentar, der schon über 10 Monate alt ist. Bis gleich. Und somit, Himmelarsch und Zwirn, das ist jetzt schon der dritte Versuch dieser Aufnahme. Ich möchte zurückgehen 10 Monate in der Zeit an den Kommentar vom Horst. Genau. Ich glaube, ich kann mich sogar erinnern, dass ich in der Episode selber gesagt habe, ich fress die großen Medikits wie Gummibärchen. Ja, das will er weiterhin machen. Hat auch seine Gründe. Allerdings, lieber Horst, 2 Dinge. Es sind mittlerweile 10 Monate vergangen, das Spiel hat zig Updates bekommen und erhalten, und es hat sich einiges verändert oder geändert. Das ist jetzt nur bitte meine subjektive Wahrnehmung. Oder objektiv, weiß nicht, wie du das sehen willst. Und zwar, wir fangen einmal klein an. Und zwar, aktuell, das Video entsteht am 20.12. zwischen 1:30 Uhr und 3 Uhr morgens. Ich habe Nachmittagsschicht gehabt und komme erst um 10, halb 11 nach Hause. Genau, ich habe mir gedacht, ich setze mich hin und mache den Blödsinn. Und zwar, wie du siehst, die Verbrauchsgüterstation. Genau. Da unten hast du eingeblendet, Klebstoff 2822 und 21 Textil. Hat seinen Grund. Ich habe mich zwischenzeitlich mit dem Levelbaum etwas gespielt, und dieses Mal habe ich auf den Skill Bergen verzichtet und glaube jetzt da den Scheißdreck, was man an Items braucht, klarweise ein. Was er mit den Skill Bergen sicher mit der Zeit ja in die immensen 100er Grenzen schon aufgebogen hat. Wenn du dann hast 2800 Klebstoff und zum Beispiel jetzt da 2000 Textil, dann ist es in der Herstellung relativ günstig. Meines Erachtens nach. Finde ich nicht teuer, und du findest genug. Du brauchst nur durch Österreich laufen, in einem bestimmten Tagesabstand. Wann es respawnt, findest du genug. Und ich werde weiterhin experimentieren mit dem Levelbaum. Das seht ihr es alles gar nicht, weil ich euch die Grinderei und Looterei ersparen will. Fürs Let's Play ist mir wichtig, es seht was, es seht Duelle mit den Maschinen, es seht, wie mein Charakter durch die Luft fliegt, weil gerade wieder Granaten neben eingeschlagen ist, und so weiter und so fort. Oder wenn ich ihn beleidige, ja, weiß ich nicht, keine Ahnung. Kurz und schmerzlos. Gehen wir weiter. Ich blende dir jetzt noch eine Grafik ein, Horst, dass du ungefähr eine Vorstellung hast, was jetzt noch kommt und wann was kommt. In Generation Zero ist jetzt noch vorproduziert. Das komplette FNX Rising Update. Dann
das Resistance Update, wo man von der kleinen Stadt, beziehungsweise wo man zuerst den Sprengstoff oder C4 holen muss. Dann gehst du weiter in die kleine Stadt und dann spazierst du auf diesen Berg, wo du dann diese Basis bauen kannst. Das ist alles in einer 1,5 Stunden Aufnahme drinnen. Die werde ich in 3 oder 4 Episoden aufteilen, damit ich ein bisschen mehr Zeit habe. Ich möchte dann noch die Geschichte machen, das Geschichte-Video. Und wenn das alles soweit fertig ist, werden wir Alpine Unrest, eine neue Grafik blende ich dir ein, Alpine Unrest, dann eine FNIX-Basis, eine komplett aufgewertete und den Reaper auf Guerilla machen. Das wird lustig. Ich freue mich jetzt schon an Ostop. Wirklich. Es kann eine Gaudi werden. Das sehe ich mir jetzt schon. Wie ich das dann später machen werde, weiß ich nicht. Das wir in mehreren Etappen über Tage aufnehmen, weil sonst drei glaube ich durch. Und den Reaper werden wir etappenweise, wenn sie ist, in mehreren Schritten angreifen, weil auf Guerilla ist der Firebird jetzt schon Wahnsinn. Wenn du so gegen einen Firebird kämpfst, auf dem Guerilla Schwierigkeitsgrad, dann hast du rundum und um noch Gegner, die auf die zuballern und zurennen. Das ist abartig. Was mir aber auch vorkommt, sie haben, glaube ich, am Schwierigkeitsgrad, beziehungsweise am Schaden, was die Maschinen an dir anrichten, herumgeschraubt. Auf den haben sie bestimmt noch rumgeschraubt. Anders kann man es nicht vorstellen, weil das, was ich momentan Medikits fries, das ist jetzt aber wurscht, ob es die kleinen, die mittleren oder die großen sind. Das ist scheißegal. Die fressen, die verursachen Schaden, die Maschinen auf dem Guerilla-Schwierigkeitsgrad, sowas habe ich noch nicht erlebt. Ist wurscht. Nur so, dass du mal Bescheid weißt. Das wird sich ja nicht ändern, meine Spielweise, so gesehen. Auf YouTube habe ich da Spielzeug und ich bin mittendrin. Will ich einfach, dass ihr was davon habt, mich nicht irgendwo verstecken und einfach aus der Deckung aus. Ich meine, gut, gegen einen Reaper wird es dann anders gehen. Da möchte ich den Reaper, wenn du genau schaust, links ist ja das komische Bauernhaus. Dort möchte ich den Reaper hinlocken und einfach dort dann aus bekämpfen. Wird wahrscheinlich einfacher sein, als wenn ich ihn frontal am Feld angreife. Und da mache ich mir das Agilere vor die Tanks zunutze. Genau, und ich hoffe, dass er mir entgegenkommt oder nachkommt. Mal schauen, wie ich das mache, später weiß ich nicht. Darfst du bitte nicht besser sein. Ob Alpine Unrest wird, glaube ich, auf Guerilla werden die Medikits nur mehr gefressen wie Gummibärchen. Wenn's ist, sie könnten gleich Gummibärchen zur Heilung einbauen. Mag gescheiter, glaube ich. Wo kriegst du eine Apokalypse Gummibärchen her? Gute Frage. Ja, wie gesagt. Und du hast jetzt die Grafik vorhin gesehen, oder habe ich es noch nicht eingeblendet, ist mir jetzt auch wurscht. Fallout 4 hat neue Aufnahmen, komplett neue Aufnahmen. Ab Folge 111. Das ist dann 2023 erscheint die Episode. Generation Zero fängt mit dem Alpine Unrest DLC komplett neu an, drum passt ja überall schon der Performance und alles, dass das alles hinhaut, dass ich mich dann später weniger ärgern muss, dass ich einfach nur mal loslegen brauche mit den Aufnahmen. Und das große Problem, was ich noch habe, ist der lange Tag, da habe ich auch Probleme im Überlebensmodus. Jetzt teste ich gerade den Story-Modus, ob das besser ist zum Spielen, das weiß ich nicht. Und wie ich schon erwähnt habe, die heutige Episode, die erste Episode, eure Kommentare, entsteht am 20.12. irgendwann zwischen 1.30 Uhr und 3 Uhr, weil ich vor der Nachmittagsschicht heimgekommen bin. Genau. Und 2023 wird sich sowieso ein bisschen was verändern. Habe ich auch schon geschrieben in den Community-Tab. Brauchst du noch reinschauen, was ich da alles hinterlassen habe. Mittlerweile genug und ich bin YouTube sehr dankbar dafür. Dann kann ich mit euch ein bisschen mehr interagieren. Sagen wir es einmal so, ich bin derzeit
Nur dass ihr, ich weiß nicht, wer alles zuschaut, das kann ich nicht verraten oder kann ich auch nicht sagen. Es kann sein, dass sich von der Spielweise her ein bisschen was ändern wird. Ruhiger und gelassener, nicht mehr so chaotisch. Hat seinen Grund, privater Natur. Ich habe dieses Jahr 2022 2 Nachrichten erhalten, die mich immens zurückgeschmissen haben. Jetzt geht's eh wieder. Hilfe muss man noch suchen. Allein vom Ganzen drumherum ist es keine einfache Situation. Es hat sich mein Leben komplett verändert mit neuen Wegen, die zu suchen sind, um etwas zu gestalten oder um voranzukommen. Warum und wieso ist kurz erklärt. Es hat was mit einer Krankheit zu tun und es hat mit einem Verlust zu tun. Genau. Und dahingehend wird sich 2023 an der Art ein bisschen was ändern. Meinerseits die Ruhe und Gelassenheit, die ich jetzt hab, privat, so heute einmal, morgen einmal und eins nach dem anderen, das möchte ich dann 2023 mit in die Videospiele, die ich mag, oder in die Formate mit integrieren. Genau. Mehr mit hineinbringen, sagen wir es einmal so, weil mir diese Ereignisse einfach zum Nachdenken gebraucht haben, übers Leben. Mehr kann ich dazu nicht sagen und das ist auch soweit für YouTube eigentlich nicht interessant. Und daher auch die vielen Kommentare, dass ich ein bisschen mehr mit euch interagieren kann. Genau, ich hoffe, es sagt mir nicht besser, dass ich das jetzt auf diese Art und Weise mache. Ich hab's schon zum Restruck gesagt und jetzt sage ich es dir auch, Horst, wenn dir das nicht recht ist, dass ich deinen Namen direkt erwähne im Video, dann musst du mir das bitte sagen. Dann nehme ich das Video runter und schneide deinen Kommentar raus. Ist alles für mich kein Problem, man kann sich noch immer einigen. Genau. Und somit danke für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, es hat euch jetzt ein bisschen Spaß gemacht, dieses Video. Und in ein paar Tagen sollte dann das zweite Format erscheinen, was kommen wird. Das ist nur so eine kleine Zusammenfassung oder beziehungsweise so eine kleine Einleitung oder ein Forward dafür. Wenn wieder mehr passiert, werden wir wieder Kommentare beantworten machen. Und bis dahin hoffe ich, ihr habt dann ein schönes Fest und einen guten Rutsch, weil ich bin dann ab Freitag im Urlaub und YouTube ist abgedreht. Und es war für mich privat ein sehr chaotisches Jahr mit vielen Veränderungen, mit einer sehr heftigen Veränderung, auf die ich agieren musste, auf die ich reagieren musste. Und wo du auch dein eigenes Leben komplett umstellen musst. Sagen wir es einmal so. Bis zum nächsten Mal. Baba. Okay. Ich habe mit dem Reaper nämlich noch ein Hühnchen zu rupfen, weißt?
Problem ist, wenn ich jetzt anfange, mich mit dem Reaper auseinanderzusetzen, bin ich sicher eine Stunde beschäftigt. Ich kenne die Tröte schon. Die geile. Nur mit. Ah. Ja, na klar, wenn man so blöd ist wie ich. Ist wurscht, wir müssen später ja auskommen. Ah! Die Drecksau. Aber wo ist der Jagdmaskin, der da zerstört worden ist? Ich meine, austeilen kann der Reaper gewaltig gut. Na gut. Wurscht, wir haben genug davon. In der Truhe, in der Plünderer habe ich über 30 Stück davon. Aber ich glaube, jetzt hat uns der Reaper ins Visier genommen. Der kleine Warzen. Hast du das? Das haben wir jetzt gerade gedacht, dass er uns ins Visier nimmt. Schwein. Ja, bla bla, pudel ihn nicht so auf, Depperta, hoppala. Ja, du hast wieder daneben geschossen. Super toll. Ja, das Spiel hat mit den sowjetischen Maschinen eine ganz andere Dynamik. Ah. Baby, einer da mit dir. Wir müssen schauen, ob wir das wieder irgendwie wegkommen. Ich will jetzt noch nicht mit dem Reaper kämpfen. Die Zeit ist noch nicht reif dafür.